Die Zukunftskonferenz 2011 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ist ein wichtiger Meilenstein im MAP-Projekt. Das MAP-Projekt, ausgeschrieben Mittelschulen Arbeitswelt Partnerschaft, ist ein Projekt der Hermann-Gutmann-Stiftung, was seit einigen Jahren im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen läuft und als Ziel hat, dauerhafte, gut funktionierende, verlässliche Strukturen am Übergang Schule-Beruf, am Übergang zwischen den Mittelschulen des Landkreises und den ausbildenden Unternehmen, die auch tatsächlich Haupt- bzw. Mittelschüler in die Ausbildung nehmen, aufzubauen. Die Zukunftskonferenz 2011 ist für das MAP-Projekt ein ganz wichtiger Meilenstein, weil hier die Schüler, die Mittelschüler des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen mit den Lehrern, mit den Ausbildern, mit anderen Personen, die am Übergang Schule-Beruf tätig sind, das erste Mal intensiv zusammenkommen und miteinander diskutieren und arbeiten können. Der Zukunftskonferenz vorgeschaltet waren 2 Zukunftswerkstätten im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. An jeweils einem Tag, zweimal jeweils einen Tag, haben jeweils 20 Mittelschüler mit uns zusammen sehr intensiv darüber diskutiert, was ihnen am Übergang Schule-Beruf bisher gefällt, was ihnen weniger gefällt, wie es aussehen sollte, haben Zukunftsvisionen entwickelt und haben ganz konkrete Projekte daraus abgeleitet. Diese konkreten Projekte sind jetzt auf der Zukunftskonferenz Thema, um sie dort zwischen den Schülern und den Erwachsenen intensiv zu diskutieren. Auf der Zukunftskonferenz sind ungefähr 60 Personen anwesend, die Hälfte davon Schüler und Schülerinnen, die andere Hälfte Erwachsene aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dann 1,5 Tage von Freitag Mittag bis Samstagabend intensiv miteinander diskutieren. Die Zukunftskonferenz ist keine gewöhnliche Konferenz, ist kein Zusammenkommen, wo Vorträge abgehalten werden, wo lange miteinander diskutiert wird, wo sehr viel frontal stattfindet, sondern ist eine sehr dynamische, ganz bestimmte Form der Großgruppenarbeit, die sich in verschiedene Phasen aufteilt. Diese Phasen sind die Vergangenheitsphase, die Gegenwartsphase, die Zukunftsphase und letztendlich die Konsensphase, die Überleitung ins tatsächliche Tun. Die Gegenwartsphase dient dazu, dass die Teilnehmer ihren Ballast ablassen können, dass sie sich darüber austauschen können, verständigen können in ihren Gruppen, was ist in der Vergangenheit denn alles nicht so gut gelaufen, was ist aber auch gut gelaufen, worauf können wir zurückgreifen, aber was möchten wir in der Zukunft auch nicht mehr sehen. Es dient dazu, die Köpfe frei zu machen, es dient dazu, das, was man mitbringt, aufzuschreiben, auf Plakate zu schreiben, an die Wand zu hängen, es im Raum sichtbar zu machen und nicht mehr nur in den Köpfen der einzelnen Personen zu haben. So freigestellt geht man dann von der Vergangenheitsphase in die Gegenwartsphase. Die Gegenwartsphase ist zweigeteilt. In der Gegenwartsphase außen macht man sich nochmal Gedanken darüber, reflektiert nochmal, welche Rahmenbedingungen sind denn in der Region, hier im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dann kommt die zweite, die etwas spannendere Gegenwartsphase innen. Da stellen sich die einzelnen Gruppen die Frage, was bedauern wir denn aktuell oder worauf sind wir stolz? Also die Gegenwartsphase innen dient auch dazu, sich zu vergegenwärtigen, wo man denn aktuell steht, wo man herkommt und wo man im Augenblick ist, um dann frei in die Zukunftsphase gehen zu können. Und in der Zukunftsphase geht es darum, relativ frei zu spinnen, zu diskutieren, zu erarbeiten, wie könnte denn der Übergang Schule-Beruf im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zwischen den Mittelschulen und den ausbildenden Betrieben aussehen. Das ist auf der Zukunftskonferenz mit Sicherheit die spannendste Aufgabe, die dann von den einzelnen Gruppen auch mit viel Spaß präsentiert wird in Form von Rollenspielen, Theaterspielen oder künstlerisch gestalteten Plakaten. Wir wollten unsere neue Traumschule nicht als Haus gestalten und einer von uns hatte eben dann die Idee mit dem Labyrinth, weil es was zu entdecken gibt, wo wir gemeinsam reingehen und wo wir auch gemeinsam ankommen und erst dann das Labyrinth verlassen. Und das Schöne an unserem Labyrinth ist, es gibt dann immer wieder so Ausstülpungen oder Schnecken, wo derjenige reingehen kann, der dazu Lust hat und der dort auch seine Talente findet. Es gibt auch die Fremdsprachen, die Abzweigung, mehr Englisch, wenn man will, oder eine zweite Fremdsprache, so wie Latein oder Französisch. Ja, und dazu brauchen wir natürlich eine bessere personelle Ausstattung. Also wir würden uns wünschen, 2 Lehrkräfte in einer kleinen Klasse.
Unter der gemeinsamen Unterrichtsgestaltung verstehen wir, dass Auszubildende in den Unterricht kommen, um an bestimmten Projekten teilzunehmen. Das heißt also, wir erhoffen uns dadurch eine gleiche Sprache, da in der Regel ja die Auszubildenden nur unwesentlich älter sind als die Schüler, mit denen sie in der Schule eben umgehen und dadurch die Sprachebene und die Beziehungsebene eine andere ist als zwischen einem Erwachsenen und einem Schüler. Dann, nach einer Pause, geht es wieder zurück in die Realität. Man muss schauen, welche dieser Zukunftsentwürfe sind denn Konsens in der großen Gruppe. 60 Personen gucken sich verschiedenste Zukunftsentwürfe an und diskutieren dann darüber, was davon ist denn Konsens und was ist nicht Konsens. In dieser Zukunftskonferenz konnte man ganz schön sehen, dass fast nur Konsens da ist. Es wurden zwar interessante und teilweise auch relativ innovative Zukunftsentwürfe entwickelt, aber es war in weiten Bereichen Konsens. Nur ganz wenig war Dissens. Und dieser Konsens gilt es jetzt natürlich dann in der Zukunft, nach der Zukunftskonferenz umzusetzen, in Maßnahmenpläne zu gießen, in Arbeitsgruppen zu vertiefen, zu diskutieren, an Entscheidungsträger heranzutragen. Und hier wird das MAP-Projekt, die Teilnehmer der Zukunftskonferenz, vor allen Dingen die Schüler und Schülerinnen, weiterhin intensiv betreuen und unterstützen, um die Dinge, die auf der Zukunftskonferenz erarbeitet worden sind, dann in den nächsten Monaten und Jahren auch in die Realität umzusetzen und ein bisschen näher an die erarbeiteten Visionen heranzukommen.